Gute Mittag, Herr Görens. Merci, dass ihr dabei seid. Auch merci an unsere Nolauschen, die heute angeschaltet sind. Herr Görens, wir sind dann zurück zu Straßburg. Die Pläne oder normal angefangen. Wir haben eine dicke Session diese Woche. Notamment haben wir an dieser Pläne hat man die Loi Elektoral, die auch endlich adoptiert wurde mit transnationalen Listen. An dieser Session haben wir auch eine andere Debatte von der Ukraine, die noch immer weitergeht. Vielleicht wollt ihr noch kleine Worte dazu sagen. Also Wort zu den Listen, das ist ein Fortschritt von der Dose Ugol geht auch vom Conseil, wobei es mit den Memberstaaten der Europäischen Union ähnlichen. Da merken wir einen Schritt noch 4 an Punkt der Förderung vom europäischen Geist, an dem Sinn, dass man dann 21 Wahlcirconskriptionen haben, die 27 Memberstaaten, die jitfried hier eigenen Wahlbezirk hat, und dann in 21, das sind 27 Staaten mit nehmen. 21 Deputierte sollen auf einer transnationaler Liste gewählt gehen. Also Kandidaten, die wählbar sind, dann die 27 Länder. Und dann die 705 Deputierten, die wir schon haben, die gehen dafür an nationalen Memberstaaten gewählt. Das ist Schritt noch 4, wenn wir dann aber eine gemeinsame Thematik haben, die wir können an alle Länder präsentieren. Nicht, dass wir 27 verschiedene Wahlprogramme haben, aber hier sind die schon auf den Listen sind, forciert, sind obligiert, für dann eine Message zu geben, den europaweit gültig ist. Dass man nicht eine Fragmentation vom politischen Diskurs, aber echt eine Konvergenz am politischen Diskurs. Was die Ukraine belangt, die stellt alles an den Schritt, was wir bislang wussten. Alle Programmierungen, ob die finanzielle oder politische Natur sind komplett auf den Kopf geworfen. Wir sind am Gang, es Gedanken zu machen, wie die nächste Budget ausgesehen, national wie europäisch. Haben wir genug Mittel für alle die Affären, die die Krise bringt, andere Energieversorgung, andere Inflation, an die Preissteigerungen. An der Adaptation von unserer Ökonomie sind wir am Stand, dass wir diese Maßnahmen zu attenuieren. Wenn wir nicht mehr kostet teuer, wenn wir nicht mehr kostet nach mehr teuer. Also etwas, was aber mich positiv stimmt, als Tatsache, dass die Europäische Union jedenfalls bislang grosso modo relativ gut zusammengehalten hat, dass wir ein paar Sanktionen gegen Russland konnten verhängen, Mamako von den 27 Memberstaaten, sonst gibt es keine Sanktionen. Die Sanktionen an dem Sinne, wo sie müssen ausgeweitet gehen, stellt es auf für neue Schwierigkeiten, weil wo es mehr unter das Leben geht, sind die Staaten die zicken. Und ich hoffe, dass wir da fertig bringen, an der Kompromissfindung so zu handeln, dass Schiedsrichter normal kann leben. Die Engwerte wahrscheinlich müssen ein bisschen mehr entgegenkommen gewesen kriegen, dass sie können akzeptieren. Und die anderen sind immer dieselben, die versuchen, nur 4 zu treiben. Die haben hoffentlich genug Kreativität und Imagination, für dass die ähnlich die mal haben, über Distanz kann gerettet werden. Weil den einzigen Verlierer wird die Europäische Union, und den einzigen Gewinner wird Putin, den man nicht dafür gewähren lassen. Die schwätzt ja von Ukraine-Krieg, die schwätzt auch von verschiedenen Memberstaaten, die zicken, notamment von den Memberstaaten, die ganz viel gezickt hat, etwa Deutschland. Deutschland hat mehr inklinéiert für den EU-Importsanktionen über die Öl an Russland. Was heißt das Konkretes? Das heißt konkret, dass sich in Deutschland ganz viel Sorge gemacht hat, über die Fähigkeit für den Schock, den aber kennt durch ein Energieembargo zu supportieren. Und den Wirtschaftsminister hat gesagt, dass sie praktisch von 35% Dependenz für russische Öl auf 12% hochgegangen sind, sodass in den letzten Wochen aber trotzdem viel gemacht ist in dem Land. Das stellt nach immer Deutschland für große Probleme. Mit Deutschland ist nur bereit, die gesagt haben, sie werden zu lösen, denen zu sagen, hey, okay, wir sind bereit, am Embargo mitzumachen, wie erst mal durch. Da sehen wir ja, wie weit das mal sind mit der Solidarität. Und ob Deutschland der Bremser ist oder die Deutschland vorgeworfen Deutschland wird der Bremser. Besonders kann ich mir vorstellen, beim Embargo gegen den Gas, da sind wir noch nicht so weit, jedenfalls, dass Deutschland in einer Situation von einer ganz starken Dependenz von Russland. Ich kann irgendwie verstehen, dass sie das nicht konnten am Hand umdrehen machen, aber dass den Gas, den wir hier aus Russland beziehen, gerade für den Petrol, eine Direktfinanzierung durchstellt von der russischen Kriegsmaschine, das ist auch evident. Also,
Ich will schon eile mitweile los muss so sehr noch hier bringen, wie dat notwendig ist, für dat Leiden an der Ukraine hoffentlich durch Sanktionen kann ich Mann durchgehen. Dëstwoch ass och de Conseil d'Energieminister kommen dëstwoch all gut ze summe, fir kënnen darüber ze diskutieren. Herr Görens, wat kenint Lützeburg dann méide zu bringen? Wat kenint Parlament dann méi forderen? Mein das Lützeburger Parlament oder das Lützeburger insgesamt oder das Lützeburg, die hier im Parlament sind? Lützeburg Landrepräsentatiun, d'Energie, an natürlich wat kenint Parlament an dem Moment zu der Antwort eben zu der Energiekrise antworten. Also ich weiß nicht, wie die nächste Budget ausgesehen an der Europäischen Union. Ich könnte mir vorstellen, dass mit den aktuellen Zuwendungen nicht durchgeht. So gesehen, wenn über den DOW eng Party von der Vorgift mutualisiert gehen, da will Lützeburg dabei. Und nicht mit dem kleinsten Anteil relativ gesehen, mir wahrscheinlich mit engem von den größten. Lützeburg hat doch 6 gewählte Vertreter hier am Europaparlament, die sich für mich stärker Sanktionen ausgeschwert haben. Lokal so und Europaparlament hat doch mir einfach, weil sie sind nicht an der Exekutivgewalt, die mussten die Maßnahmen implementieren. Nach muss ich aber so, dass die 6 Europadeputierten zusammen mit einer überwältigenden Majorität am Europaparlament dafür sind, dass mehr gemäht wird. Wir sind am Anfang ein bisschen Triebfeder. Wir treiben die Regierung ein bisschen für uns hin. Wir verstehen, dass die vielleicht nicht so sehen können, dass dort Hessle wie das Europaparlament das hat. Mit das aber gut, wenn wir am Zweiklang die eng treiben, an die anderen versuchen, ein Maximum zu machen, aufgrund von dem Druck, den vom Parlament kennt, für den Putin an den zu treiben. Ich hoffe, dass das gelingt. Das ist eine Frage von Kredibilität, das ist nicht direkt eine Frage von Kräftemessen. Wir sollen den Rolle vom Parlament als Impulsgeber gesehen. Wenn das zu Lützeburg vielleicht nicht so thematisiert wird, wie das im europäischen Plan der Fall ist, da ging es natürlich nach ausbaufähig. Aber all Land, alle Bürger als am Anfang direkt konzerniert, dann fühlt das okay kahl ist, da wird das nicht spurlos so klein rüber geht, wie ich früher Schiedfrieden, ich kann auf seinem Niveau abschalten an die Diskussion. Dir schwätzt auch ganz viel von all EU-Memberstaaten, die soll mat diskutieren, dass man do eng zu summen Antwort fanden. Was heißt das aber für all die Staaten, die nicht EU-Member sind? Ich denke gerade um Moldawien, wo die Situation eben ein bisschen unheikel ist. Also Moldawien schenkt ja auch schon amüsiert zu sein von Russland. Ein Teil von Moldawien ist schon von Russland besetzt. Das war ja die Politik von Putin, für überall neue Realitäten zu schaffen, die Länder zu splicken, ein Teil so organisieren, dass am Anfang direkt von Russland seine Befehle kriegt. Das ist in Moldawien der Fall, das ist in Georgien der Fall, das war bis an der Ukraine der Fall seit 2014. Das ist eine unmögliche Politik, steht absolut am Widerspruch gegen die Aufmerkungen, die zu Helsinki gemäht sind in den 70er Jahren. Grenzverletzungen sind auf der Tagesordnung. Wir machen jetzt ganz viel Sorgen darüber. Wir hoffen natürlich, dass die Experienz, die Russland an der Ukraine gemäht hat, sie belegt, dass es nicht so evident ist, für ein Land zu überfallen. Ich fährte ganz bei Moldawien, als die Resistenz nicht an dem Ausmaß ging, wie das an der Ukraine der Fall ist. Das ist ein Land, das klein ist, das ist ein Land, das schrecklich arm ist, das ist ein Land, das schrecklich viel möchte für Flüchtlinge abzuholen. Sie haben selber keine Infrastrukturen, sie betreiben die Leute alle gut daheim an ihren Häusern. Und das hat Mittel, die extrem schwer sind. Wir sollen als Result auf Zeit von den Moldawer stellen und nicht unterlassen, was die politisch und auch ökonomisch kann stärken. Also ihr wird nicht mehr für sie mehr resilient zu machen, vis-à-vis von den größten Gefahren, die auf sie durchkommen. Wir schwätzen über den Ukraine-Krieg, wir schwätzen über die Armut, was das eben nach mehr generiert. Leider darf man andere Teile von der Welt nicht negligieren. In der anderen denken wir um Sahel, weil da vielleicht ein kleines Wort dazu sagen. Also Afrika möchte man sagen, einerseits, weil es terrible Leiden unter den Sanktionen, indirekt, dadurch, dass die Ukraine praktisch unfähig gemacht ist für Russland für nach Cerealien zu exportieren, leidet ganz Nordafrika drin, die ganz stark auf den Import von
hauptsächlich VWs aus den Ländern angewiesen sind. Ein zweiter Grund für meine Sorgen sind als eng stark militärisch Kooperation zwischen Russland und einer Part der afrikanischen Staaten, die doch direkt als Partner sind, wo wir praktisch evanciert gehen von Russland, von der französischen Ambassadeur aus Mali rausgeht gehen, dass das für die Russen daran stehen. Die Russen haben 18 militärische Kooperationsakkoren mit Afrika an die versichern, mit dem, wo sie mengen mich stärkste Dividianer als auszuboten. Da muss ein ganz robust und solid Antwort kommen von der Europäischen Union. Kann nicht so sein, dass die eng da sind für die Kooperation von den Ländern, mit den Ländern für uns treiben, und die anderen riskieren alles für die zu machen. Wir haben eine Partnerschaft mit Afrika, die ist politisch, die ist ökonomisch, die ist handelspolitisch, die ist auch um humanitären Plan ganz stark. Und wir sind die allerersten Partner, wenn es der Beitrag, der finanzielle Beitrag geht von sämtlichen Ländern von der Welt. Wir möchten dazu sorgen, dass ein europäischer Effort am Anfang nicht die Konsideration hat, nur in Afrika die misst tun. Merci, Monsieur le Président. Nous assistons actuellement à une détérioration de nos rapports avec nombre de partenaires africains. Le Mali ne semble plus enclin à coopérer avec des forces proches de l'envahisseur russe en Ukraine. Si d'aucuns recommandent de renoncer à ce stade à rompre avec des pays qui ont été par le passé des partenaires de tout premier plan, nous devons être conscients que la façon dont l'Union européenne est humiliée ne peut pas rester neutre sur nos relations futures avec certains États sahéliens. La stratégie de l'Union européenne, du moins on l'avait espéré, allait devenir un facilitateur dans notre coopération avec les pays tiers, un meilleur instrument, quoi. Cependant, elle ne permet pas ou plus d'obtenir des résultats satisfaisants tant qu'il n'y a pas une volonté politique réelle, notamment de la part du Mali. Le Mali et bien d'autres n'ont pas ou plus cette volonté, ce qui doit nous préoccuper au plus haut degré. C'est pourquoi je me rallie à ceux qui, dans ce débat, proposent de repenser notre stratégie pour la région sahélienne. Die Schwarz von einer europäischen Antwort für darüber, ob die Armut eben zu konzentrieren, aber auch Partnership militärisch gedurcht. Die schafft am Moment gerade an einem Projekt, den heißt europäisch von die finanziell europäische Architektur für Development. Kann das eine Antwort sein auf das afrikanische Problem? Wir sehen keinen anderen Ausweg, ob schon die Europäische Union der erste Geldgeber ist. Ob schon die Welt aber eine Reihe von Gelder mobilisiert, muss ich wissen, dass die höchstens 5% durchstellt von dem, was wir bräuchten, für die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Also 95%, die nicht von öffentlicher Seite kommen, die müssen an nicht kommen. Was ist das als nicht? Das sind Banken, das Privatvermögen und das sind Architektur finanziell für Kanäle zu schaffen, für die Privatkapitalen opzubringen, für das man die 4.200 Milliarden Euro all Jahr kommen, für die Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Ich muss ehrlich sagen, das ist das, ich weiß nicht, wie wir das merken. Und wenn wir nicht alles wissen, wie wir das merken, ist das kein Grund für nichts zu machen. Lass mal aufhängen damit, ist die allerbest denkbar möglichen Methoden zu gehen, für das hinzukriegen, dann dürfen wir als die Architektur muss die so getestet sein, dass als öffentlichen Investitionsgremien, als institutionell Geldgeber wie die Europäische Bank für Rekonstruktion und Entwicklung und für allem die Europäische Investitionsbank, dass die in der Lage sind, für das Vertrauen von den Märkten für die Suchen abzubringen. Also die Partie ist nicht gewonnen. Aber wenn ich nicht möchte, ist es sicher verloren. Ich bin echt optimistisch. Es wird pro Jahr schrecklich schwierig gehen, aber wenn wir nicht aufhängen, dann sind wir nicht am Ende für ein Maximum von Geldern zu mobilisieren, wenn wir am Regime basieren. Irgendwann ist der Krieg an der Ukraine rüber, hoffentlich mal auf jeden Fall, sondern da können wir uns den normalen Aufgaben zuwenden, die an den Haus stehen. Herr Görens, ich merci auf den Optimismus und ich vielleicht froh, wo da vielleicht ein Schlusswort, pur Schlusswörter zu dem Optimismus, eher mit der aufschlafen mit der Pläne. Also ich ging so, dass man an Zeiten wie diesen es besser belegt dafür zu weisen, wie wichtig Europa ist,
och van méi schwer ass fir dat alles ze lesen, wat an Teil steht méi. A Krisenzeititen held Europa ze summen. Dufir ging so de Putin huet ganz viel gemet fir d'Europäesch Länder, die oft an wesentlichen Punkten terribel zerstrede werden, um bei ihnen zu bringen. Also wann bei allem Schlechte, was du mischt, etwas Gutes sicher, das das.